bin der Raphael Feldmann, komme aus Rheinfelden. Ich bin Susanne Birchmeier und komme von Oberflachs. Ich heiße Alfred Vogt, komme von Scherz. Ich bin Dora Kaller, komme von Schinznachdorf. Ich bin der Rudi Wittmer und komme aus Brettnau. Ich heiße Susanne Flöckiger. Ich heiße Bründler Jo. Wir kommen aus dem Fricktal. Flöckiger in Ürkheim. Ich heiße Cornelia Löffel und komme von Bergdietiken. Ich heiße Robert Abrist, wohne in Schinznachdorf. Ich bin Anna Grippieri, komme vom Steinenbühl, das ist ein Weiler bei Untersiggenthal. Ich heiße Müller Patrick, komme von Lengnau. Wir machen Weinbau, wo wir selber Wein vermarkten. Wir haben einerseits den Ackerbau mit Herdöpfeln, wo wir die Industrieherdöpfel, Pommes frites Herdöpfel produzieren. Wir haben eigentlich Milchwirtschaft vorwiegend, dann produzieren wir Saatgut produzieren für Herdöpfel. Wir produzieren IP Swissweizen. Wir haben einen Weinbaubetrieb und produzieren Traubensaft und Wein. Ich produziere Milch. Wir produzieren Äpfelbeeren, Krise, Zwetschgen. Wir haben ungefähr 100 Geissen und verarbeiten alle Milch selber verarbeiten und machen Käse daraus. Also Wein produziert nach der Richtlinie von der BioSwiss. Silomais natürlich für Kühe, Gras für Kühe. Hauptsächlich Milchwirtschaft. Wir haben eine Bio-Forellenzucht und produzieren Regenbogen- und Bachforellen. Ein ganz grosser Betriebszweig sind nachher auch meine Freilandsäue, die ich mit Herzblut seit 10 Jahren betreibe. Mais, Zuckerrüben. Bei mir ist das ein bisschen speziell. Ich bin nicht gerade von Anfang her pur gewesen. Ich habe von klein auf einfach immer gesagt, ich werde mal Bäuerin und diesen Wunsch habe ich mir erfüllt. Meine Eltern bauern da nicht. Ich bin mit dem aufgewachsen, ich hatte schon als Kind immer Freude an der Reben. Ja, das ist Zufall eigentlich. Ich bin ein bisschen reingewachsen. Ich bin lieber mit dem Vater arbeiten, als dass ich im Haushalt etwas geholfen habe. Ich bin beim zweiten Bildungsweg eigentlich auf die Bauer gekommen. Einfach aus der Freude eigentlich zur Natur, zu den Tieren. Ich bin gerne draussen, arbeite mit der Natur. Weil der Mann ein Bauer war und dann hat es aus mir eine Bäuerin gegeben. Also bei den Forellen bin ich durch einen Mann reingerutscht. Weil es mir Spass macht, weil unser Beruf ist, der Alltag Abwechslung bringt und weil ich etwas produzieren kann, das die Leute schätzen. Bauer war immer mein Traumberuf. Ich bin von meinen Eltern her schon aufgewachsen. Eigentlich wollte ich nie Bäuerin werden und heute ist es mein Traumberuf, weil er so vielfältig ist. Man lebt einfach in diesem Beruf. Es ist nicht einfach ein Beruf, den jemand anderes lernt, sondern als Bauernkind, sage ich jetzt mal, wird man richtig in diesen Beruf eingewachsen. Ich habe einfach Freude am Beruf, in dem, dass ich recht nahe zusammenarbeiten mit den Tieren und ich kann in der Natur draussen sein, bei der Arbeit. Ein Highlight ist immer natürlich im Herbst, wenn wir relativ viele Leute sind und miteinander etwas machen können und miteinander auch irgendwie halt einen Kaffee nehmen und ein bisschen berichten und machen. Also das mache ich sehr gerne. Also was mir besonders Freude macht, ist die grosse Abwechslung. Du machst nie lang das Gleiche, es ist immer wieder eine andere Arbeit, die du machst. Also das ist einfach herrlich. Am liebsten schneide ich im Winter Reben schneiden. Was ich am liebsten mache, ist einfach mit den Kühen zusammen zu sein, es melken, es betreuen und eben auch da sein, wenn etwas nicht gut geht. Und man kann jede Rebe ein bisschen anschauen und ein bisschen schauen, wo sie geschnitten soll sein und wie sie weiter wachsen soll. Selbstständig sein, mit der Natur zusammenarbeiten, sehen, wie die Sache wächst. Es ist der Kontakt zu anderen Leuten, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und da gibt es ganz interessante Begegnungen. Und für uns öffnet es auch eine andere Welt, die wir sonst nicht so würden kennen. Und das macht es schon noch spannend. Die Freilandhaltung, die ich wirklich selber aufgebaut habe, die sehr interessant ist. Also wir räuchern Forellen selber räuchern. Also das sind unsere Spezialitäten, die Räucherfilet und die geräucherte Lachsforellen. Und die Zubereitung von diesen Sachen, also das Einbeizen und die ganze Räucherei und so, das ist eigentlich schon das, was ich sehr gerne mache. Also ich fahre auch gerne mit dem Traktor. Das ist eigentlich der Umgang mit den Tieren, mit den Kühen. Also ich melke fürs Leben gerne. Und eben auch Nahrungsmittel produzieren für die Bevölkerung, was ja eigentlich das Wichtigste ist, unser Grundbedürfnis als Mensch. Was gibst denn du in die nicht landwirtschaftliche Welt diesen Leuten? Was willst du denen weitergeben? Dass die Bauern auch nicht nur krampfen. Weil sie haben genauso Vorurteile vom Bauernstand, wie wir wahrscheinlich von einem Bürolist haben. Und das kann man einander ein bisschen die Vorurteile abbauen. Also, wir sehen mittlerweile, dass ein Bützer, der am Morgen erst um 8 Uhr muss anfangen bis am 4 Uhr, auch nicht unbedingt den Ringerjob hat, weder
Wir, die halt vielleicht eine Stunde länger machen, aber selber können einteilen können.